Meine Vierredner sind viel auf den Historik zurückgegangen. Herr Spautz war ganz weit zurückgegangen, hat viel an der Vergangenheit gelesen, von 1986 Juni, 1999 Reform, 2004, an Haut nun mal leben, dieses Projekt, das beweist, dass die Chambren vier Runden quasi, kann ich logisch so, 30 Jahre und dem RMG Haut Revis schaffen, an immer versichern, die Situation anzupassen, an zu verbessern. Ich meine, die Hauptziele von diesem Projekt sind, die Ranggliederung an die Berufswelt. Ich denke mir, das den Hauptpunkt zu sehen, an den Kampf gegen die Armut. Die Armut zu Lützeburg, meine ich, schon mal bei x-mal diskutiert. Wir wissen trotzdem, dass das Land, das von den reichsten Ländern, das geht gesucht nach außen, ein von den reichsten von der Welt, als die Armut heißt Lützeburg aber sowohl an effektiven Ziffern wie auch prozentual permanent geklommen, aber wenn man haut dabei leihen, dass bei 100.000 Leute am Land unter die Armutsgrenze fallen, dass das schon ein paar Mal gesagt gibt, da beweist das, wie groß das Problem an unserer Gesellschaft ist und dass man in den vergangenen Jahren nie fertig tun, die Reichtum, den wir zusammen geschaffen oder schaffen hier im Land, für das den auch sozial gerecht zwischen den einzelnen Bürgerschichten verteilt wird, mit dem Risiko, dass der Gruft zwischen Arm und Reich immer mehr groß wird, als auch heute zu Lützeburg eine Realität gibt. Länger zeigen Frauen oder Pappen, mehr in der Regel sind nicht Frauen, die sind am meisten betroffen. Praktisch 44% von ihnen fallen unter die Armutsgrenze und ich werde nur noch ein Kehr dort drauf kommen. Wie wichtig dass man zu Lützeburg in RMG oder Haut Revis haben, beweisen Ziffern. Wenn wir gucken, 1986, wie wir angefangen haben, hatten wir 1600 Städte, die davon profitiert haben. 2015, das sind die letzten Ziffern, die am Rapport stehen, schwätzen wir von 10.000 Städten oder von 21 Personen. Das ist am Anfang eine Progression an der Städte, von 625% bei den 30 Jahren, wo 12 von den Städten zugeholt, die von dem Revis Haut profitieren. Aber wenn wir gucken, am Vergleich mit der Einwohnerzahl, da war die Einwohnerzahl 1986 rund 370.000 Einwohner, am Haut 2015, nicht Haut, also 2015, waren das 576.000. Nun also an der Population eine Progression von 64% an der 12 von denen Leuten, die profitieren oder müssen profitieren vom Revis, haben wir eine Progression von 625%. Was also beweist, dass die Zusatz von der Population auch einen großen Teil mit Leipzig, mit Brot hat, die in den Revis fallen. Das gesagt auch, das steht auch am Rapport, wenn ihr gesagt habt, für die Revis angefordert geht aus 1986, war dann von 2/3 von den Lützeburger, die vom Revis profitiert tun, an Haut, wo wir also über 10.000 Städte tun, sind es 3/4 nicht Lützeburger, die von dem Revis profitieren. Das ist also auch bei weitem mehr umgedreht. Das Gesetz bringt eine Reihe von punktuellen Modifikationen ran, wo ich nicht brauche, alle anzugehen. Meine Vierjährigen haben schon eine Party davon gesagt. Mir ein von den wichtigsten ist, dass für die Leute zu gucken, die schaffen gehen, für die attraktiv zu machen. Ich meine, dass wir auch den Hauptpunkt. Der Kollege Spautz hat für Drunau Heimat recht gesagt, dass am Anfang wir von 7% schwätzen. Nicht von denen 93%, die schaffen gehen. Mit Mengen Ziel muss sein, dass man es mehr gezielt auf die 7% konzentrieren kann, dass man wissen, dass wir die nie werden alle gehen. Und da habe ich gesagt, ein Teil muss man versichern über die Maßnahmen, die auch hier im Gesetz als positiv gesehen, nämlich dass die Leute auch können schaffen gehen zum Teil und das dann nicht, wie das in der Vergangenheit war, quasi auf der anderen Seite verlieren. Das ist also eine positive Entwicklung, die man als erwarten kann, dass man auch nicht alles kann davon versprechen, mit all kleinen Aktionen, die als hilft, leider auf den Arbeitsmarkt zu kriegen sind, dummerden an Selbstständigkeit, an sozial an Leben können zu integrieren, als der Wert, dass man das halt bannen muss ziehen.
Ich meine, die Mechanismen, die man angefordert, mit diesem Gesetz angefordert tun, dürften eine Verbesserung sein, auch wie gesagt, wenn wir nicht werden, do mit den Hunderten oder Tausenden Leute an Derbisch zusätzlich kriegen. Wir sehen als ADR auch, dass die neue Prozedur, wir sehen eine administrative Vereinfachung. Ich meine, wenn in Zukunft just das an Lohniste für responsabel ist, schenkt das als aber eine gute Prozedur zu sehen. Wenn man einerseits nimmt, dann haben die dann am Anfang eine Evaluation, ein Profil von der Person, und dann durch eine Resultate rauskommen, ob die Person abt ist, für den normalen Arbeitsmarkt zu gehen, aber nicht. Da geht es mit Unis rüber, so wird speziell enkadriert und wird dann eben geguckt, auch über die Regionalstrukturen, du fiest so von den einzelnen Gemengen an Agents regionaux, dass die Leute dann enkadriert gehen und das versichert für die Leute, dann eben die Maßnahmen, sie wird schulischer, sie wird, dass sie Akkurre gehen oder Entziehungskuren, dass sie irgendwie können eine Arbeit machen. Das gut, dass den einen feinen Nopisch hat, die einem, der Lapsus doch korrigiert hat. Merci. Ich meine, vielen Dank, ob da muss zurückkommen, das Risiko von der Arbeit, da ist immer high, dass den, wie wichtig das so Gesetz für die Zeiten ist, für die Armut zu bekämpfen haben. 1983 war dann von einem Rapport vom Conseil économique et social, den damals gesagt wird, dass 8% von der Stadt an einer Prekarität fehlt, an 18% an der Grenze von der Armut. Und war von dem Rapport, den Ausgangspunkt war, für damals der RMGs-Gesetz 1986 anzuwenden. 2016 hat das Stadtwerk ein neuer Rapport rausgehen, an den Auto anfangen, die Chiffren, die ich für dich schon genannt habe, dass von den Alleingerzeihen 44,9% an der Armutsgrenze fallen, aber auch 20% von den RMG-Bezeiher ein Koppel mit einem oder mehr Kanner fallen drinnen, oder 13% von den RMG-Erzeiher, die länger Zeit sind, fallen auch dran. Die Situation von 1983 hat sich bis heute also nicht verbessert. Zukunft muss also sein, dass wir alles machen, für gegen die Armut umzukämpfen, weil wir auch wissen, aus der Vergangenheit, dass das nicht mit enger Maßnahmen kann helfen, es kann den RMG etwas machen, und eine ganze Palette von Maßnahmen muss spielen, weil es kein Allheilmittel gibt. Es gibt nicht eine Lesung für die Armut im Land aufzuschaffen, man muss auf den verschiedenen Punkten vorgehen, man muss es selektiv vorgehen, nicht mit einer Geistkern, man muss auf der anderen Seite gucken, dass man die Leute punktuell unterstützen, die etwas brauchen. Auch für Sans-Abri gibt es an diesem Gesetz gemäht, weil die eben können nachweisen, dass sie an einem Zeitraum von 12 Monaten, 6 Monaten an einer Gemeinde können sind. Da gehen sie an das Register General oder Wächter General angeschrieben. Ich meine, dass die Leute dann auch am Anfang festen, soi-disant Domizil, und da können das Bestimmungen fallen, was dann noch Bestimmungen sind, die zu fallen vielleicht das Spital oder das Centre pénitentiaire kommen, oder Demandeur de Protection international, die in alle das Bestimmungen fallen. Der Kostenpunkt von diesem Gesetz ist quasi neutral, weil also auch man direkt beweist, dass es keine lineare oder generelle Augmentation vom Revis ist, mit das denkt punktuell Maßnahmen aus, die einerseits dann kann die Familie mit Kindern zu gut können, die andererseits den Familien zu gut können, die Frauen zu gut können, aber wo andererseits die eine Beschäftigung nur gehen, können in zusätzliche Revenu kommen, sind also punktuell Maßnahmen, und das kein generell Maßnahmen dran vorgesehen für eine allgemeine Augmentation vom garantierten Revenu zu machen. Mengem hun an den letzten Wochen relativ viel über den sozialen Mindestlohn geschwärzt. Wir haben zwar an dieser Legislaturperiode keine Augmentation vom sozialen Mindestlohn gemäht, bis kurz vor den Wahlen den Arbeitsminister von der Sozialistischen Partei am Anfang proposiert hat, für den Mindestlohn zu erhöhen.
viel zu spät. Es hat den Anfang erwartet, dass eine Partei wie sozialistisch der Partei, dass die an den Senior profitiert hat, für den sozialen Mindestlohn massiv zu erheben, und nicht bricht pur mit führende Wahl zu kommen und dann eine Debatte zu lancieren, für Anfang mal den Klar und den Beweis zu stellen, dass an den Senior das nicht gemäht wird, von den Anfang für so eine sozialistische der Partei, hat keine verlangen. Weil hätte man den sozialen Mindestlohn auch gehofft an dieser Legislaturperiode, wäre am Anfang auch eine logische Konsequenz gewesen, dass dann hat kind den RMG erheben, weil du immer geguckt hast, dass aber zwischen dem RMG am sozialen Mindestlohn eine gewisse Differenz bleibt, mir wenn er nicht den Mindestlohn hat, das könnte eben Datei als Konsequenz, heißt er gedacht den RMG nicht gehecht, also dafür brauche ich von allermeist sozialistische Kollegen sich nicht auf die Schelle zu klappen, weil sie hun während den 10 Jahren den Mindestlohn nicht gehoft, und dadurch, weil der Mindestlohn nicht gehoft wird, geht eben noch nicht generell, geht dann noch eben noch nicht den RMG oder der Revis gehecht. Sind sich zwar lo, mit vier Rednerin von Sozialisten unwahrscheinlich gefreut, dafür, aber sie haben sich auch schon dem es unwahrscheinlich bei der Steuerreform gefreut, wie die kleinen paar Euro beikriegen, an die Deckung paar 100 beikriegen. Sie sind eben halt auch nicht das Sozialisten, wie das, was man früher von hinten kannt sind. Sie feiern halt alles, all Grimmel, die kleine beikriegen, als für sie einen großen Erfolg. Und wenn die Deck beikriegen, dann rechnen sie Prozent, dann mischt das nicht gerade so viel optisch noch außen aus. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich meine, wir haben alle Gouvernemente für noch Bausen der Revis zu verdienen, weil ganz tags an der Diskussion der Bausen geht der Revis falsch durchgestaltet. Wir werden das Leute führen, die nicht viel zu schaffen gehen, was die Profiteure werden und so weiter. Das stimmt nicht. Ich meine, der Revis ist nicht mehr für die Leute, die nicht schaffen gehen, sondern auch für die Leute, die schaffen gehen. Auch von den Zahlen, die wir nennen, muss man wissen, dass dann 93% von den Leuten, die den RMG kriegen oder nur den Revis kriegen, sind Leute, die schaffen gehen. Das heißt, die kriegen aufgrund von der Arbeit, die sie erleisten, kriegen sie nicht genug Gehalt für unser Niveau vom RMG runterzukommen und kriegen dann eben Differenz ausbezahlt. Das ist also auch eine generelle Diskussion über die kleinen Läden, die wir heute können feiern, dann schon gerade den sozialen Mindestlohn umgeschwärzt. Und sind davon nur 7%, die gar nicht schaffen gehen, den RMG kriegen. Ich meine, da muss in der Leute auch so, wen halt von der profitiert können, dass man für die Akzeptanz bei den Leuten draußen die Diskussion feiern, dann auch viele Leute mal nicht wissen, dass sie können ein Kompliment zu ihrem Salär kriegen, wenn sie nicht und Mantel vom Revis hochkommen. Dafür, wie gesagt, haben wir auch alle eine Responsabilität, für nicht als diese Gespräche umzuschließen, aber für dass wir sie klarstellen, dass es wichtig ist, dass wir so ein Instrument tun. Und wir hoffen, Herr Präsident, die Damen und Herren, dass wir dann nur werden an der nächsten Legislaturperiode mit oder ohne Sozialisten an der Regierung eine Augmentation vom Mindestlohn kriegen und dass dann auch Kind automatisch dann den Revis dieselbe Prozentsatz noch oben angepasst gehen. Das wäre eine von den Ideen, die wir geben sollen. Weil man muss wissen, dass alle die Leute, die am RMG sind, die Leute machen kein Großspringen. Die müssen wirklich ihren Euro zweimal rumdrehen, ihren Sinn ausgehen. Aber wir haben auch, und der will nicht mengen, wenn ich auch für Druck suche, dass 3/4 von den Bezeichern nicht mehr Lützeburger sind, aber auch den E4 Lützeburger oder nicht Lützeburger. Die Leute alle riesige Probleme für hier in unserer Gesellschaft mit einem Mindestlohn können zu leben. Aber viele Leute, die haben dann mit 1012, 1300 müssen die den Mond über die Bühne kommen. Aber wenn die müssen ihre Loyer bezahlen und so viel und die normalen Kassen, da bleibt für die Leute praktisch glatt und gut nichts mehr. Und dürfen, wenn wir hier in der Chambre diskutieren über Spuren oder nicht Spuren, hier auf jeden Fall die Platz, wo man nicht darf spuren. Auch von der Titel nicht, wie soll ich sagen, die ganz große Wurf, was mir nicht eine Reihe von punktuellen Verbesserungen an mehr als der hun an alle Legislaturperioden, an doch an dieser Legislaturperiode, alle Gesetze, die Verbesserungen geboten sind, ob sie klein oder groß waren, mehr eine Verbesserung, also eine Verbesserung, an was der Wert unterstützt zu gehen, und dürfen unterstützen wir auch das Gesetz mit unserer Stimme.